Morrow wird pisst sein. Oh Lord. Oh Lord. Schau zu mir. Komm, Bus. Oh! Wow! Wow! Oh! Ah! Oh! Oh! Holy fuck! Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Resident Evil 8 Village auf Schweizerdeutsch. So, okay. Letztes Mal ist ganz viel Zeugs passiert. Duke, warum, was ist mit dir nicht gut? Okay, wir schnell da schön wieder platzieren. So. Ja, viel Shit ist passiert. Wir sind Korbel geholt. Wir haben, der Morrow als riesengroßer Fisch erlebt, genau. Haben auch noch erfahren, dass Umbrella Corporation da irgendwo wieder das Lager aufgeschlagen hat und wie Gang doch irgendwie ihre Finger im Spiel hat. Bei Resident Evil. Haha, Finger im Spiel, wo es ein Game ist. Okay. Schlechter Joke. Okay, gehen wir weiter und fangen an, mal da mit dieser Kurbel da irgendetwas zu drehen. Was ich aber noch nicht weiss genau für was. Aber let's find out. Vielleicht hat es ja hier auch wie eine Leiter oder so. An einem von diesen Dingenskirchens. Windräder, Flügel oder wie man denen sagt. Das finden wir jetzt raus. Kurbel. Okay, Ethan macht von alleine. Okay, also it will be die Richtung. Okay. Das Schleusentor öffnen, okay. Heisst es, wir haben jetzt einen Strom, ja, es blitzt da durch. Das heisst sehr wahrscheinlich, dass wir Strom haben. Ja, es knistert und funkelt und rappelt im Karton. Okay. Wir haben Strom, so wie es aussieht. Okay. Jetzt haben wir also das Ding. Jetzt wollen wir das da irgendwie so machen, wie das hier ist, oder? Jetzt wissen wir eigentlich nicht, welche Richtung das ist. Doch, wir wissen, welche Richtung das ist, weil es hat dort Antennen. Und die hat es da oben. Oh, ich denke mal, das ist die Antenne. Warum ist es so hochauflösend? Die Grafik ist insane. Okay. Blau, weiß, orange. Weiß, orange, schwarz. Orange, blau, blau. Blau, weiß, orange. Weiß, orange, schwarz. Das kann ich mir nicht merken. Muss man es anders merken. Also. Orange von unten links auf rechts. Dann die unterste noch blau. Das oberste links blau. Und schwarz, das was schwarz bleibt. Okay, let's try. Ah, das ist weiß. Okay, das ist nicht frei da. Also, orange, orange, orange. Blau, blau, blau. Okay, I think I got it. Ja, es liegt ja nebendran. Das ist... Ja. Okay, das da orange. Orange, orange. Na, da haben wir blau. Blau. Weiß. Und that's it. Okay, nicht so schwierig zu merken. Und let's do the thing. Was auch immer passiert, let's just do it. Uh-oh. Morrow ist pissed. Morrow wird pissed sein. Einen Weg herausfinden. Okay, Duke, ich komme noch einmal zu dir aufstocken, falls du es erlaubst. Saludo! Okay, und du erlaubst mir es nicht. Was für ein schlechter Kaufmann. Und Beinbruch. Ja, das wird ich haben. Das will ich wahrscheinlich haben. Okay, Music fucking intensifies. Einen Weg herausfinden. Und einfach hier. Okay, aber wahrscheinlich gibt es ja jetzt, wo das Wasser abfließt, ist da unten sehr viel mehr begehbar. Und, okay, Music intensifies. And still intensifies. Intensiver.
Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass wenn wir Molo begegnen, dass wir viel zu wenig Muni und so Shit haben. Aber well... Scheint nicht anders zu gehen. Okay, da hat es einen Traktor. Wir können ja mit dem eigentlich den Ort hier verlassen. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Jetzt kann ich vielleicht sogar da runterkumpen. Yes. Ich hoffe nicht, dass es jetzt noch andere Fischi-Monster hat. Versunkene Siedlung. Atlantis. Okay, es ist feister wie Sau, Leute. Und da tropft es. Kann der Ethan noch schnell ein Täuschung nehmen. Und dann noch schnell rundum. Irgendwelchen Loot finden. Hä? Ah, lol. Wir hätten gar nicht dort runter müssen, wir hätten direkt hier runter können. Okay, die Musik passt mir wirklich gar nicht. Sehr wahrscheinlich wird es ein paar Jumpscares hier haben. Okay. Aber das passt mir auch nicht, wenn die Musik aufhört. Das ist nämlich auch nicht cool. Vielleicht treffen wir ja noch so ein paar zerfetzte Leichen von Umbrella Corporation. Okay. 1. Oktober, dass man das Buch noch lesen kann, so lange unter Wasser. Ein sonniger Tag. Mutter Miranda hat mir 5 Leute aus dem Dorf gebracht, weil ich sie gebeten hatte. Ich habe sie mit einer Flüssigkeit einschlafen lassen und ihnen dann das Kado in ihre Bäuche getan. Also das Geschenk, oder? Ich freue mich schon darauf, wie es in ihnen heranwächst. Okay. Das könnte je nachdem der Pilzvirus sein. 2. Oktober, ein wolkiger Tag. 4 von den Leuten aus dem Dorf waren heute Morgen tot. Einer ist fast ein Lichen, also ein Like. Ich habe ihn in mein Labor in den Bergen geschickt. Ich habe schon wieder versagt. Mutter will starke Hüllen, aber ich kriege keine hin. Ich brauche mehr Leute aus dem Dorf. Okay, jawohl. All die Likes waren Dorfbewohner gewesen. Das war ja eigentlich schon fast wie klar gewesen. Ja, was haben wir da Schönes? Erweitertes Magazin. Nice. Sofort ausrüsten, das Shit. Da hier. Oh, okay. Nice. Mein Büsi ist jetzt da in der Wohnung recht hebelig am Rumkumpen. Ich hoffe nicht, dass sie mir auf einmal ankumpelt. Vielleicht hört man auf einmal irgendetwas crashen oder so, dann wär's dann das. Okay. MV. Music still intensifies. MV geht's hier runter. Okay. Alles gut so far. Noch ein bisschen abchecken. Okay. Okay, nice. Rostige Reste, flüssige Chemikalien und Pistolenmuni. Können wir jetzt endlich finally wieder mal... Yes, ich glaube Flintenmuni wird es sein. Oh, nein, erste Arznei wird es sein, wo wir echt Käse mehr haben. Das hat man auf dem Duke kaufen. Ich kaufe 2 und ich kann immer noch Flintenmuni herstellen. Nice! Schnell die Flinte. Okay, wir haben sie noch nicht ausgerüstet, aber es ging dann schnell. Ja, brauchen wir das Scharfschützengewehr hier überhaupt? Ich weiss es nicht, Leute. Ich würde sagen, nein. Darum nehmen wir unsere wunderschöne W870 TAC in Schnellzugriff dort, wo wir das Scharfschützengewehr haben. Voilà. Und die ist nämlich strong AF. Die killt Likes eigentlich One-Shot, glaube ich. Und auch die anderen gruselige Dinger, die wir bei Donna haben wir bei Donna angetroffen. Bei Lady D, okay. Ist Schiss, dass da wieder aus dem Wasser einfach Viecher kommen. Oh Lord! Oh Lord! Er ist da drinnen! Disgusting, dude! Mach auf! Okay, komm jetzt nach. Nice, nice. Ja, why, huh? Why, huh? Oh no, this! Doch! Oh! Okay, boss fight. Seems like a boss fight.
to me. Wo ist er? Andere Seite? I don't know. Morrow. Okay. Oh Gott, Morrow, Morrow. Oh Gott, Morrow, Morrow. Chill. Chill the fuck out. Schau zu mir. Komm, Bus. Nice. Und jetzt wäre nämlich nice. Dort hat es noch ein Fass gehabt. Schießt rein. Okay, der hat es schon geschrottet. Okay, renn, Ethan. Oh. Okay, nachladen. Und nicht vergessen. Das hier hat er schon. Okay. Nice, da hat es noch Loot. Okay, Flintenmuni. Okay, Stress ist am worken. What? Dude! Oh, fucking heftiges Säureregen. Okay, Duke's Emporium. Nein. Mit dem letzten Speicherstand neu starten. Boah, geiles Bild. Sag nicht, wir müssen nochmal aus. Ja, wenigstens haben wir noch aber alle Muni und so Shit. Okay. Hier runter. Da den Loot holen. Und wenn der Säureregen kommt, müssen wir hier irgendwie drunter stehen und das Zeugs. Wenn er rauskommt, müssen wir unsere Schermen begeben. Sonst sind wir instant tot, so wie es aussieht. Okay, was haben wir gemacht? Einisch, zweimal. Einisch. So. Nachladen. Ja, jetzt ist natürlich das auch wieder so. Nope. Nein. Nicht ausrüsten, sondern Schnellzugriff. Da. Okay. So, mit dem Granatwerfer sind wir gar nicht so bad dran. Okay, zeig dich. Bam! Oh fuck, ja, ich muss hier nachladen. Keine Wahl. Okay, he coming. Loot das Shit, Ethan, und loot doch schnell, Ethan. Oh. Nein, er hat zugetan. Fuck. Okay, gehen wir halt mal hier durch. Noch nie gesehen. Oh! Wow! Oh. Ah! Ew! Komm! Bam! Oh no! Okay, jetzt schon. Hier Deckung gehen, er kommt immer noch. Fuck, aber habe ich denn hier Deckung? Ja, da habe ich. Okay. Oh no! Gott! Damn! Oh no! Run, Ethan! Wo ist er? Okay. Schermen stehen. Oder? Schermen stehen. Jawohl. Danke, es funktioniert. Jesus, okay, wir brauchen mehr von diesen hier, haben wir aber nicht mehr. That sucks. Schau da her. Okay. He dead? No, he not dead. Oh, so viel Loot. Oh mein Gott, nimm alles, Ethan, und hau ab! Okay, kommen nicht viel weiter. Und ich habe keins mehr von diesen Dingen da. That sucks. And he fucking right behind me. Bastard! No! Du Bastard!
Warum hat er nicht geschossen? Es ist deine Schuld. Das Mutter und ich haben. Oh Gott. Hör auf, rumrennen. Oh! So, geht er nochmal rauf? Bin hier im Schermen. Nein, ich bin nicht im Schermen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich muss echt so schnell wie möglich wieder zum Ort, wo es Schermen hat. Und das da hier nehme ich an. Ausfahrt! Oh Gott! Die! Er ist tot. Oder? Mach etwas hinten! Schnell! Und renn! Ah, come on, Dude! Ich bin nicht für deine Liebe verantwortlich! Mutter, ich gebe ja mein Bestes. Ah, der Dude ist verzweifelt! Der Dude ist verzweifelt, aber es ist doch irgendwie auch verdammt traurig. Okay. Come on. Can you please just die? No! No! Das ist der Südi-Regen! Damn it! Damn it! Run! Heil dich! Ethan! Oh mein Gott, seine Hänge! Oh no! No! Er fährt auf regnen! Ah nein, fährt er nicht! Oh! Hey, der Stress hier! Oh Gott, no! Come on, Moro! Wie viel steckst du noch ein? Come on! Wir haben ihn! Oder so ähnlich. Oh Mann! Meine Fresse! Oh! Ethan, renn bitte! Ich hasse dich, Moro, es tut mir leid, aber ich hasse dich wirklich. Du bist nicht cool, warum bist du so scheiß stark? Alter. Oh Gott. Kein Regen mehr. Mine 2, okay. Ausrüsten. Wo ist er? Ist da im Schutz. Okay. Frisst das. Run. Oh nein. Nein, nein, nein. Hier. Kombusbus. Und hier. Was macht er? Oh, falsche Waffe, falsche Waffe. Warum explodieren die Dinge nicht, wo sie im Wasser sind? Schau mal, funktionieren schon, oder? Ja. They work. Und er geht wieder rauf. Ab in Schermen. Jesus. Ich hoffe, das geht hier. Okay, Minen noch ausrüsten. Oh mein Gott, der Stress. It's raining toxic. Hallelujah. Ja, ja, la aus. La aus, Moro. Kein Bock auf eine Dusche. Yep. Okay, hier kommen. Sieh mich nicht so an. Kannst einfach mal sterben. Oh! Okay, wieder Mine platzieren. Da sehe ich mal einstecken. Okay, we got him. We got him. Oder? Kristallen Amoro. Im wahrsten Sinne eine
Ekelpaket. Ja. Damn. Oh mein Gott, Leute, die so schnell wie möglich speichern. Wir nehmen natürlich noch alle Minen mit, die nicht explodiert sind. Holy fool. Holy fuck. Das war verdammt intens. Das war verdammt intens. Jesus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was für eine Hurengrüsel. Kann ich mit dir da noch etwas Fässli? Nein. Boah, aber bei Bischeramuni sind wir richtig fett dran. Müssen wir mal bündig lang nicht mehr kaufen oder herstellen. Das andere Flintenmuni sollte man dann wahrscheinlich wieder mal herstellen. Ich bin froh, hat einem das Game hier so recht viel Loot und Minen noch gegeben. Ich glaube, hier haben wir relativ viel gefunden. That was intense. That was fucking intense. Okay. Mal schnell heute den kristallenen Moro anschauen. Kristalline Überreste von Moro. Sie scheinen einen anzustachen. Okay. Okay, ich weiss jetzt nicht. Ja, da unten hat es wie ein Auge und da hat es wie ein Auge und da hat es wie ein Auge und überall hat es Augen und... Boah, unten sieht es cool aus. So. Fast wie ein Hologramm. Heftig. Also ich erkenne kein Moro mehr, aber... Ich glaube, in Moro war schon nichts zu erkennen. So leid es mir tut, dass ich das sage, Moro, aber... Da vorne ist der Ausgang. Ich weiß nicht genau, was du dort darstellen soll, Boy. Boy! Okay. Back to the village, I guess. Jetzt habe ich gar nicht mal so Schiss beim Rückweg. Wo halt irgendwie... Was habe ich... Aber in diesem Game hat wie immer das Gefühl, schlimmer kann es nicht werden. Für mich war bis jetzt wirklich das Schlimmste das mit den Puppen. Okay. Ich höre wieder das Videogerät vom Resident Evil 8. Ah, jetzt sind wir in Moros Hütte, hä? Come on, da hat sicher irgendetwas Klatsches. Untersuchen, Tagebuch wahrscheinlich von Moro. Mutter Miranda hat mir ein Gefäß mit Rose gegeben. Niemand mag mich, deswegen habe ich gedacht, sie würden mich wieder vergessen. Aber Heisenberg hat gesagt, dass wir alle was von Rose bekommen haben. Wenn nicht alle da sind, kann die Zeremonie nicht stattfinden. Mutter scheint es aber nicht zu kümmern. Mutter hat gesagt, Rose ist eine Hülle. Mit einer Hülle bekommt Mutter ihr wahres Kind zurück. Okay. Auch wenn sie schon ganz lange tot ist. Okay, Mutter Miranda ist schon ganz lange tot, okay. Aber wenn Mutter das tut, dann, was passiert dann mit mir? Ich bin nicht ihr Kind. Wird sie mich verlassen? Nein, das will ich nicht. Nein, 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 nein. Okay, okay. Moro ist sad. Und hat der stabilste Fernseher ever. Und der Bildschirm, I don't know. Okay. Oh. Okay, weil ich nochmal lesen. Es ist... Da hat mir ein Gefäß mit Rose gegeben. Rose ist eine Hülle. Mit einer Hülle bekommt Mutter ihr wahres Kind zurück. Okay, Mutter Miranda hat wahrscheinlich mal das Kind gehabt und will ihr das Kind zurück. Und braucht für das irgendwie die Rose. Aber die Umbrella Corporation steckt auch noch dahinter. Okay. Wir haben den letzten Teil wahrscheinlich vom Schlüssel. Tada! Ah. Hältst dich besser als erwartet. Wer ist da? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die 4 Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Was? Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung, etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Was für ein Wichser. The fuck?
Die Festung aufsuchen. Okay, what the fuck? Heisenberg. Okay, was ist das da? Kado. Oh. Das ist irgendwie das, was er platziert hat. Lebt das Ding? Ey, was ist das? Das ist auch mal nicht das Pilzvirus, oder? What the fuck? Oh, das Ding sieht doch ein bisschen aus wie der Morrow. Alles aufschießen. Oh! Nochmal? Nochmal? Nope, doesn't work. Okay. Ich will zurück zum Dorf. Ich will zurück zum Dorf, Leute. Ich glaube, hier haben wir, da haben wir schon gut entdeckt. Da gäbe es auch schon noch viel zu entdecken. Da gibt es noch zu entdecken. Ich weiß gar nicht, ob wir dort schon waren, aber jetzt geht es zuerst mal zurück zum Dorf. Ich hab Bock mehr auf den scheiß Stausee hier. Ich weiss ja erst noch gesagt, ja, well, Bischer wird sein. Ich habe erst noch gesagt, ich will alles entdecken, aber ich habe keinen Bock mehr hier zu bleiben, Leute. Ich habe keinen Bock mehr hier zu bleiben. Oh. And up we go! Tschüss! Boah, Leute. Okay. Viel Shit ist passiert. Sehr viel Shit ist passiert. Okay, da unten ist jedenfalls ja auch mal noch ein Dorf gewesen, wahrscheinlich. Das Gado oder irgendwie wahrscheinlich der Pilz oder so. Mit dem haben sich hure viele Leute infiziert und sind dann auch hure viele Leute wegen dem zu Likes geworden und zu Moros oder auch der Moro selber, I don't know. Die Umbrella Corporation steckt irgendwie auch dahinter, aber sie sagen, es ist eine Nummer zu gross für uns, also haben wir dort noch nicht, weiss nicht was für Informationen, außer dass es sich eben auch irgendwie um ein Pilzvirus Eve wahrscheinlich handelt, vielleicht sogar, wo halt auf den Flakons steht Eve drauf. By the way, das können wir ja jetzt noch heute schnell anschauen. Oder auch nicht, wahrscheinlich muss wir im Ladebildschirm sein, im animierten. Well, ja. Der Heisenberg hat irgendwie noch so gesagt, ja. Also gerade anschließen eben ist es nicht. Jedenfalls, das wollte ich noch sagen. Okay, da unten ist jetzt einfach hure viel Shit passiert. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. It was intense. Wir haben wieder Shit rausgefunden. Die Kurbel, ich glaube, die können wir ja auch brauchen. Mal am Nord sind wir mal gewesen. Ich weiss nicht, ob ihr euch mal daran erinnern. Wo wir aus dem Schloss Dimitrescu kamen, hat es dort auch so etwas mit einer Kurbel gehabt. Okay, das sind die Arms. Field Labels, ja, das spielt nicht so eine Rolle, glaube ich. Aber auch wieder schön da die Umbrella Corporation und Eve. Steht drauf. Dass irgendeine Art ein Bild ist. Sehr wahrscheinlich, I guess. Also es wird wahrscheinlich noch mit dem 7 zu tun haben. Wir spielen ja auch noch den Ethan und es macht schon Sinn. Okay, ich fühle mich nicht ganz so safe hier auf dem Rückweg. But it seems safe so far. Jetzt das Spiel hat gespeichert. Da können wir dann noch mit einer Kurbel auftun, so wie es aussieht. Wenn wir da hinten noch schnell schauen. Ich glaube, das machen wir noch schnell. Wird ja wohl nicht, ich weiss nicht, wie zu lang gehen. Der Boss von... Oh, es ist Tag geworden. Herrlich schön. Gibt's das hier in diesem Game auch? Well, es speichert. Sag nicht. Ah, gut.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dahinter irgendein grosses Bossmonster ist und ich bin noch nicht ready für das. Ich will zuerst zum Duke. Ich will jetzt wirklich mal ein paar Erklärungen. Da kommen wir ja dann immer noch her. Was? This way. Okay. Ja, das ist vorher noch nicht da gewesen, aber logischerweise gibt es nur this way. Aber ich will jetzt eigentlich noch nicht... Ich finde es herrlich, ist Tag geworden, Leute. Die Sonne geht auf, es ist ein wunderschöner Morgen. Und wir können noch schnell schauen, was wir für neue Notizen haben. Neu, okay. Nachmittag, Höhlen. Der dritte Flakon war leicht zu holen, aber jetzt hat dieses Arschloch Moro den Ausgang blockiert. Ich muss einen Weg rausfinden. Und da ist noch etwas, das mich beschäftigt. Moro meinte, Miranda wolle ihr Kind zurück und es schien nicht, als wäre er mit Rose. Als würde er Rose damit meinen. Immer noch 9.2. Nachmittag beim See. In einer Hütte beim See bin ich Chris und seinen Leuten begegnet. Ja, es war Chris. Sie schienen was zu untersuchen. Was haben die vor? Ich hatte so viele Fragen, aber dann hat uns ein riesiges Fischmonster angegriffen, das sich später als Moro entpuppt hat. Ich muss hier raus, aber Moro meint, der Ausgang sei unter Wasser. 9.2. Nachmittag, Moros Hütte. Moro ist erledigt und ich bin so gut wie raus aus dem See. Dann ist eben plötzlich Heisenberg aufgetaucht, der letzte von den Vieren. Nicht persönlich, nur über einen uralten Fernseher. Er sagte, der letzte Flakon sei in einer Festung. Ich lasse mich bestimmt nicht von ihm verarschen. Aber im Moment habe ich auch nicht wirklich eine andere Wahl, als zu tun, was er sagt. Hoffen wir mal, dass es kein Trick ist. Well, it's obviously a trick, Ethan. Okay, es ist Nachmittag, das heisst, es ist gar nicht unbedingt morgen, obwohl es so schön nach morgen aussieht. It's not. Es ist einfach die Sonne vorgekommen wahrscheinlich, aber ich glaube, die geht auch jetzt schon gleich wieder. This way, Papa. Wie lang, Papa? Ich will zum Duke. Sorry, aber ich will jetzt zuerst zum Duke. Bitte besoffen. Danke. Hey, Duke. Was hast du da in der Hand? Das ist das hure Gefäß. Seit wann bist du so bleich? Ah, entschuldige. Okay. Bitte Und wir sieh werden dir dann auch wieder meine neuen Waren an. die Sachen bündig aufrüsten. Das freut mich. Das freut mich. In der Werkstatt werden wir auch die Waffen neu aufrüsten. Das freut mich genauso fest. Und ich glaube, das verkaufen wir jetzt. Den verkaufen wir nicht. Geflügel, das behalten wir alles. So, nimm das mal. Das gehörte Moro? Die Schönheit des Grotesken wäre wohl ein guter Titel dafür. Okay, das hat viel Wert gehabt. Das ist Zu cool. hungern? Heißt, komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Jetzt kicken wir doch zuerst mal noch das Flakon da rein, oder? Da passiert dann irgendetwas, was wir nicht wollen. Nein, wir kicken sie rein. Flashback? Nope. Kein Flashback, okay. Ja, Leute, ich glaube, in dieser Folge ist genug gegangen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, bevor wir jetzt schon direkt zum Heisenberg gehen, gehen wir da hinten noch auschecken. Moros versteckte Waffe. Oh ja, die gehen wir holen. Und ich glaube, das geht eben wirklich da hinten durch zu dieser Waffe. Ich habe das Gefühl, es wird ähnlich sein wie bei Donna, dort mit dem Riesen. Ries, ja, das war obviously irgendwie ein Ries gewesen. Oder ein Riesen-like, I don't know. Nein, ein Like war es nicht. Und sehr wahrscheinlich gibt es ja dort auch wieder eine größere Gestalt, vermute ich mal. Dann gehen wir Moros Waffe holen. Ja. Schon recht viel entdeckt, das Schatzhaus beim Fluss ist noch nicht. Und das ist auch noch nicht okay. Aber, genug für die Folge. Moro ist erledigt, wir haben viel Schritt herausgefunden. Und wir schauen in 3 Tagen weiter, wie es weitergeht.
Ja gut, und dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!